Jetzt kannst du aufstehen. Eine Premiere. Der Emil macht das erste Mal beim Silvesterklausen mit. Hast du festgestossen? Ja. Fest, ja. Super. Ich bin gespannt, was der Tag bringt. Und wie er sich macht und wie er sich darauf einlässt. Schau mich mal an. Habt's? Ja. Bist du wohl? Ja. Gut. Das ist SRF bei den Leuten. Familiensache. Es ist früh am Morgen in Zürich am Flughafen. Wohin fliegen wir? Peru, ja. Und wer ist in Peru? Nancy und Flor und Angie, gell? Ja. Jetzt wird es ein langer Tag. Die nächsten 2 Stunden bin ich traurig. Gell? Und nachher freuen wir uns dann auf Angie, Flor, Nancy. Aber jetzt dann da Tschüss sagen ist schwierig. Die Familie Bernales Kühni ist für die Geburt des zweiten Kindes in die Schweiz gekommen. Nach 4 Monaten ist es Zeit zum Abschied zu nehmen. Ja, für mich natürlich ist es einfacher als jetzt für Miriam. Aber ich habe ein gutes Gefühl und die Zeit hier in der Schweiz war auch sehr, sehr schön für uns. Also mit den Kindern und mit dem Baby. Das war gut. Neben dem Vater Rolf kommt auch die Schwester von der Miriam Adieu sagen. Mein Schatz, Gott, ich gehe in los. Was läufst du mit uns mit? Ja. Geh doch auf Peru. Geh doch auf Peru. Ich will dich so vermissen, Mai. Ich will dich so vermissen. Wir sehen uns nächsten Sommer wieder, gell? Vielmals. Danke. Vielen Dank. Jetzt gehen wir dort rüber, oder? Genau. Okay. Das ist in der Mitte. Ja, Genau. ja. Also. Carlos, wir machen damals noch ein Gebet, bevor Sie gehen. Noch ein Bett für die Reise. Danke, lieber Gott, für all das Gute, was wir in dieser Zeit dürfen erleben und erfahren. Segne die beiden Kleinen, den Mail, den Josias, Miriam, den Carlos. Amen. Amen. Bin ich Ihr weg? wart Engel für uns. Ich habe schon du mir Danke. Ciao. Ja, ich habe Telefonnummer. Hältst du denn da? Tschüss. Viel Spaß wünschen, gell? Es ist ein Ciao-Sagen für eine lange Zeit. Ciao. Der Rolf sieht seine Enkelkinder und seine Tochter fast ein Jahr lang nicht mehr. Ich bin einfach traurig. Ich bin einfach traurig, aber der geht schnell vorbei. Macht's gut. Ja, ebenfalls. Mann. Ist noch nicht, dass ich wieder sitzt schon. Scheiss mich ab. Ja. Ich habe gerade gesagt, wenn er wieder kommt, sitzt der Josias schon, genau. Dass die Kinder halt dann schon so viel älter sind. Ein Jahr ist so lang in einem Kinderleben, wenn sie so klein sind. Und das mag mir am meisten, ja, irgendwie. Ich lasse meine Familie da und gehe zu meiner Familie. Ja. Weil wir dort hingehören, weil wir einen Auftrag haben, weil wir dort eine Arbeit aufbauen, weil wir das andere daheim ist, weil wir gebraucht werden, weil sie warten, viel warten. Wir haben viel zu tun, viel Arbeit, viel Liebe zum Weitergeben unseren Mädchen. Genau. Der Rachael geht als Au-pair für einen Monat mit auf Peru. Bernales haben auf ihrer Homepage eine Annonce gehabt. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss miteinander. Das Deutschland scheisst mich einfach auch ein bisschen an, wirklich. So. Wir haben es so schön da und ich verstehe einmal nicht, warum das immer wieder gehen muss, wirklich. Wir haben so eine schöne, intensive Zeit gehabt. Die Schweiz ist so schön, auch für Kinder zum Aufwachsen. Und sie geht jetzt zurück auf das Land, aber ich weiss, ihre Berufung ist dort und wir müssen sie akzeptieren, ja. Du? Ja, ich kann nur sagen, was Linda sagt. Wir haben ein sehr intensives
einfach eine gute Beziehung zueinander gehen. Aber ich habe ja noch Sie da. Ich bleibe. Das ist... Ja, meine Kinder, das bedeutet mir halt schon wahnsinnig viel. Zusammenbrück bei Luzern ist das Restaurant Mami. Seit 6 Wochen hat es offen und halten der Markus Hecki und seine Frau Kiana fast rund um die Uhr auf Trab. Die langen Öffnungszeiten belasten die Familie mit den 3 Kindern. Die Kinder sagen es die ganze Zeit. Also sie sagen, wenn ist es wieder so wie früher. Und ja. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Aber ich denke, eben, Entlastung wird schon kommen. Wir sind eigentlich dran. Und ja, es ist jetzt einfach die Anfangszeit, die schwierig ist. Aber nicht nur das macht der Markus traurig. Sein Vater ist vor ein paar Tagen gestorben. Bis zuletzt hat er daheim gelebt, im gleichen Haus wie der Markus. Er hat das Restaurantprojekt von seinem Sohn voll unterstützt. Die beiden sind sich nachgestanden. Er war, man kann sagen, schwer krank und hat sich jetzt über eine ziemliche Zeit hingezogen und fast sagen, es war eine Lösung für ihn. Ja, aber es ist ein bisschen viel aufs Mal. Ich glaube, es ist so, wir sind so involviert jetzt da, dass man gar nicht so gross zum Nachdenken kommt. Und die Themen Restaurant, Familie, also Kind und auch das noch, ja, es ist einfach, man hat gar keine Zeit zum Nachdenken. Ja. Ja, da. Ah, du bist da. Schau, da ist ein Kaffee. Oh ja, sehr schön, ja. Merci. Hi. Cinci. Ah, ja, ja. Hallo. Sehr schön. Ah, ja. Merci, ist das für mich? Sehr schön. Bis morgen. Ich nehme noch eins. Für mich die Winter immer ein bisschen Schoki, ein bisschen Lebkuchen essen. Yes. Tschüss. Ja, die einfach ja. Voilà. Sind die Flaschen da gewesen? Ja. Sehr gut, super. Ist gut? Ja. Auch. Das Mineral mit? Ja. Gut, merci. Also alle, die jetzt da sind, sind Leute, die schon mal da waren, zum Teil schon das 3. Mal jetzt. Und ja, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Leute wieder kommen. Es ist einfach, wenn es keine Neue hat, dann heisst es auch, wir sind auch noch nicht bekannt. Und da haben wir ein paar Sachen geplant, was wir jetzt machen wollen. Es braucht einfach alles noch ein bisschen Zeit. Nicht nur sie haben scheinbar das Problem. Der McDonald's war vorher schon da, aber auch die müssen auf sich aufmerksam machen. Umso mehr wie wir es, die als neue Namen da sind. Wir haben noch kein M, das man kennt, wo man vorausgehen kann, vor den Autos winken. Das ist ja, Knochenarbeit, sage ich mal, um das aufzubauen, den Standort. Aber ja, es ist so. Nach Mittag wird es ruhig. Erst gegen Abend zieht es dann wieder an.
Eigentlich wäre jetzt der Moment für eine Pause. In 4 darf nicht schließen. Ganz Tag muss öffnen. Jeden Tag holen. Ja, ein bisschen Problem. Normale Restaurants haben Zimmerstunde, die machen am Mittag zu, haben am Abend wieder. Und wenn man immer offen haben, dann muss man da viel mehr schauen und heimen. Und das macht es schon sehr viel schwieriger. Und das geht aktuell halt vor allem auf unsere eigene Rechnung. Also wir selber, die da sein und präsent sein. Und so mögen wir das eigentlich schon durch haben und haben auch die Kosten noch im Griff. Aber ja, es geht halt auf die eigene Zeit und auf, ja, es hat einfach noch mehr Präsenzzeit durch das. Dann nützt Kiana halt die Zeit für Vorbereitungen. Zeit, die sie lieber mit den Kindern verbringen würde. Aber eine Entlastung ist in Sicht. Für Kinder, nur ich alleine arbeite hier, ist nicht gut. So, ich suche einen Kocher, nachher kommen zu helfen. Aber nicht nur diese machen, ein bisschen Sushi. Auch meine Lieblingsessen hier machen. Wir beides arbeiten. Ich kann eine Woche, 2 Tage Wochenende zu Kindern schauen. Überall ein bisschen spielen, Skifahren vielleicht. Dein Land ist immer dein Land, oder? Das ist Peru, wo ich aufgewachsen bin. Das ist Peru, wo meine Kultur ist. Und ja, wenn ich hier komme, bin ich im Zuhause, oder? Die 3 Pflegetöchter und Carlos seine Eltern warten schon sehnsüchtig auf ihre Liebsten. Super, gell? Das ist mega schön. Es ist warm in Lima. Und noch wärmer die Begrüßung von der Familie. Natica. Gracias. Wir sind so glücklich, dass wir sie wieder zurück haben. Wir genießen es so, wieder zusammen zu sein. Neben Mael ist sein kleiner Bruder, der Josias, der Grossstar. Die Mutter von Carlos darf ihr jüngstes Grosskind das erste Mal haben. Te lo prometió. Riquísimo, riquísimo. Sí, ¿qué dice? Pónganse más aquí. Vom Flughafen fahren sie heim. Eine knappe Stunde. Auf Ventanilla, einem Vorort von Lima. Está contento de no estar sentado en la silla de bebés atrás. Zumachen significa cerrar. Zumachen, cerrar. Er will zumachen, aber sie verstehen ihn nicht mehr. Er hat Deutsch gelernt und sie verstehen nicht, was er schwätzt. Zumachen, sagt er. Föteli, Föteli, lächeln. Se está riendo.
Familie Bernales ist seit über 20 Stunden unterwegs. Jetzt sind sie endlich daheim. Wieder hin zu Hause. Wir haben auch viel zu auspacken. Es gibt noch viel zu tun. Es war eine lange Reise, aber endlich sind wir schon hier. Und jetzt duschen, schlafen und dann morgen haben wir Zeit für die Sachen. Jetzt freue ich mich einfach nur aufs Bett. Ich bin kaputt. Ja, es ist herzig. Der Mail hat auch Freude und sie haben Freude. Das ist so schön, wirklich. Das Urnäsch im Appenzell Ausserrhoden wird zweimal geclosed. Einmal am Silvester und heute, am 13. Januar. Das ist weitherum bekannt und lockt viele Schaulustige an. Es ist ein strenger Tag für Simon Frick. 2 Schuppel haben sich zum Essen angemeldet. Mama, muss ich hier noch ein bisschen etwas dran tun? Das ist, also, weißt, dass sie... Aha, das ist schon dick. Ja. Den Käse lässt du rein? Ja. Die Mutter von Simon kommt ihr helfen. Der Andreas, ihr Mann, ist selber mit seinem Schuppel als Klaus unterwegs und kommt erst am Abend heim. Das ist unbezahlbar, wenn man Leute hat, die immer den Rücken frei haben, dass man so Sachen machen kann. Wenn es nie in sein Leben machen will, müsste ich mich dann schon irgendwie anders organisieren. Weil allein, da wo wir daheim sind, allein mit den Gofen, finde ich es schwierig. Ursula Brogger ist Urnäscherin, aber nicht aus einer Klausenfamilie. Diesen Brauch lernt sie jetzt erst richtig kennen. Ich finde es etwas sehr Schönes, also für die ganze Familie. Wir gehen auch sehr gerne helfen. Ich probiere ihr, eben, um den Rücken frei zu haben, oder eben, dass ich die Vorbereitungen machen kann. Ich helfe das sehr gerne. Es ist ein schöner Familientag und es ist ein Brauch, der unbedingt weiter gelebt werden sollte. Und es wird auch weiter gelebt, weil es hat so viele junge Männer, die nachkommen und das eben auch leben können. Und es gibt dann halt so ein bisschen Wurzeln in die Familie. Die Wurzeln spürt auch schon der Jüngste der Familie. Viele Stiefel zum Klausen. Der Emil ist heute das erste Mal dabei. Ein spezieller Moment für die Mutter und den Sohn. Dann nehmen wir ein Jäckchen. Hast du festgestossen? Ja. Ganz fest, ja. Super. Ich bin gespannt, was der Tag bringt. Und wie er sich macht und wie er sich darauf einlässt, ist gleich noch speziell, wenn dann mal so gewachsene Männer vor ihm stehen und das Gesicht verdeckt haben. Ich glaube, jetzt ist er sich schon ein bisschen gewöhnt, weil man auch Klausenwagen gemacht hat und weil man es alle ein bisschen als Thema hatte. Darum denke ich, dass das ganz gut kommt. Oder? Und jetzt legen wir das Schöllchen an. Ja, warte mal, zuerst müssen wir noch ein bisschen... Jetzt. Wow. Schau mich mal an. Habt's? Ja. Bist du wohl? Ja. Gut. Dann gehst du raus? Ja. Dann lege ich noch schnell die Schuhe an.
Klaus ist Klaus. Ob erwachsen oder dreijährig. Das ist jetzt schon schön gewesen, zum Zuschauen, wie die Freude da war und wie sie mitgemacht haben. Und, es ist jetzt auch schön, dass er den Roman dabei hat. Das tut mir gut. Ja, das ist schön zum Sehen. Das Leben von der Kiana und Markus Häcki spielt sich vor allem in ihrem Restaurant ab. Das kann sich bald ändern. Sie haben einen Koch gefunden. Er kommt heute vorbei. Das eine ist, dass der Jonas mal vorzeigen, wie er sich Sushi vorstellt, weil er ein Chef ist für Sushi. Und das zweite ist, dass er lernt, wie die Jaja kochen, dass er sie auch stellvertreten kann. Das sind so die beiden Schwerpunkte, die wir die beiden Tage mit ihm zusammen haben. Leila. Hallo, Jonas. Ja, Jonas. Ja. Leila. Du bist schon da. Willkommen. 今天 他买了装备，买了东西。 Oh, 太棒了。 Eigentlich können sich das Häckis nicht leisten, normal jemanden anzustellen. Aber die Belastung ist einfach zu gross geworden. Ich habe es meiner Frau schon angemerkt, wie so nach in jetzt 2 Monaten 12 bis 14 Stunden am Tag da sind. Das geht irgendwann mal nicht mehr. Und von dem her, es gibt gar keine andere Wahl. Der Jonas ist dank Social Media da. Die Kiana hat einen Aufruf gemacht. Machen wir jetzt Sushi? Klar, ja. Ein paar Müsteli, die wir probieren können? Ja. Der Jonas Hahn ist Koch und hat in verschiedenen Restaurants gearbeitet. Und nicht nur Sushi gemacht. Ja, nicht like her. 我从中国到瑞典，从瑞典到瑞士，从瑞士从苏黎世到这个卢森。 Er ist von China auf Schweden, von Schweden auf Zürich und jetzt auf Luzern. Und er hat es in Schweden gelernt. Im Sushi-Restaurant, wo er lange Jahre gearbeitet hat. Wie lange hast du kein Sushi mehr gemacht? Wie lange? Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Macht nichts. Offenbar ist das wie Velofahren. Man verliert es nicht. Ich finde es auch eine gute Abwechslung zum Chinesischen, das wir machen. Passt sehr gut. Zudem, im Sushi brauchen wir den Herd nicht. Es wird nicht gekocht. Wir haben da wie einen Platz zusätzlich, den wir anbieten können. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass wir, wenn wir halt alles frisch kochen, an dem Herdblatt sehr Engpässe haben können. Wenn da plötzlich 3, 4, 5 Tische aufs Mal kommen und alle gleichzeitig bestellen, dann haben wir ein Problem. Hey, oh! Oh, also可以。 Gut, das ist immer noch nicht viel, aber... Zwei Chefs. Zwei Chefs. 我想先吃这个炸虾，这炸虾真的很好吃。这蘸哪个酱的？ Gute zusammen. Gute? Gut, Tamen. Wow. Ist gut. Wie想象的还 比想象的香。 Was die Gäste serviert bekommen, muss auch Kiana fein finden. Schliesslich heisst das Restaurant Mami. Der neue Koch kommt gut an. Das ist wichtig für das Restaurant, das ist wichtig für unsere Kinder, das ist wichtig für uns selber. Ja, das müssen wir machen. Wir rechnen mit Verlust. Das ist uns bewusst. Beziehungsweise mit ein bisschen. Also viel ist es nicht, aber oder dass wir gerade rauskommen oder uns selber keine Lohn auszahlen, ungefähr so rechnen wir. Aber das ist halt so, wenn man ein Restaurant machen will. Also es sind noch selten ein Restaurant, das gerade von Anfang an in der Gewinnzone ist, aufgegangen. Und von dem her, vor allem eins, das noch keinen Namen hat und niemand kennt und so, dann ist das, ja, muss man sich das erarbeiten und das gehört dazu.
2 kleinen Kläusse losgezogen. Sie kommen bei ihrem ersten Haus an. Etwas trinken? Ja. Ist gut? Ist gut? Ja, ist natürlich ein wunderbares Zeichen, dass der Brauch weiter bestehen bleibt, dass es nicht ausgeht. Ja? Also, wenn wir die 2 kleinen Silvesterkläuse anschauen, darf man sagen, die Zukunft des Silvesterklaus ist gesichert. Das macht Freude, ja. Wenn es heu geht, kommen bis zu 20 Schuppel bei Fricks vorbei. Für alle gibt es etwas zu trinken. Emil, kommst du wieder her? Kannst du herkommen? Der Emil hat kalt und will rein. Der Kleine braucht wie die grossen Kläuse eine Stärkung. Wenn er mal gross ist er auch vom Morgen am 4 Uhr bis spät in der Nacht unterwegs. Ja, man freut sich das ganze Jahr auf das. Und dann geht es dann von mir leer, ja. Ja. Es ist einfach ein schöner Tag. Gehört einfach dazu. Ja. Das ist auch schon ein Stück Dankbarkeit, wenn man den darf, so Männer im Haus haben und bewegen. Ja. Mein Mann ist ja auch irgendwo am Morgenessen und zum Mittagessen. Und dann finde ich, ist das schön, wenn man da so... Jetzt einen Kreislauf. Genau. George. Wo ist das Bier? Für die grossen Kläuse geht es weiter. Und sie zäuerlen den kleinen Klaus in Schlaf. Schön, schön. Er hat es richtig genossen. Er hat ihm schon gebesselt. Und jetzt ist er einfach müde. Jetzt macht er gerade schnell eine Pause, wie jemand einen grossen Klaus auch. Ja. Und mit ins Bett kommen. Es ist Abend Zusammenbrück. Haben Sie es schön gehabt? Die Grossmütter kommen mit den Kindern vorbei. Das ist momentan die einzige Möglichkeit, dass sie einander sehen. Wenn wir mal schauen, was es da gibt. Haben Sie Hunger?
Hast du die Hände gewaschen? Sie sind super. Sie haben die Heime gespielt. Hände waschen. Hände waschen. Hände waschen. Die Mutter von der Kiana schaut zu den Kindern. Sie ist für das vor 3 Monaten mit einem Touristenvisum von Shanghai in die Schweiz gekommen. Das Gesuch für einen längeren Zeitraum hat der Markus eingereicht. Aber es gibt ein Problem. Wir haben noch kein Feedback, beziehungsweise wir wissen, dass die Person, die das Visum bearbeiten musste, krank gemeldet ist vom Amt für Migration. Und die kommt erst jetzt zurück. Und das heisst für uns, dass Jendi jetzt zuerst mal zurück nach China gehen muss, weil er sein eigenes aktuelles Visum ausläuft am 15. Januar. Und ja, das bringt uns jetzt recht vor neue Probleme wieder. Genau. Und zum Glück haben wir noch ein Ass im Ärmel mit meiner Mutter, mit der Rita, die ja auch schon erklärt hat, dass sie gewillt ist zum Einspringen. Und den Plan B, den müssen wir jetzt wirklich den müssen wir jetzt spielen und sind echt Gott froh, dass wir die Situation so haben. Aber es ist halt nur der Plan B. Sie sind eigentlich davon ausgegangen, dass Jendi bleiben kann. Ja, ich sitze da. Schau mal, wie das aussieht hier innen. Die Kiana ist ein Einzelkind. Sie findet es darum umso trauriger, dass ihre Mutter nicht bei ihr sein kann. Nicht glücklich. Also meine Mama zum Glück ist alleine. Die Familie ist in der Schweiz. Warum? Meine Mama muss zurück. Nicht glücklich. Ja, war ich alt, ich halt gerne zu meinen Kindern zusammen, nicht gerne alleine zu Hause. Das可以拿手手指。真的有吃上了。Janina, sehr gut gemacht. 什么情况啊？ 这是什么感觉？ 什么感觉？ Ich mache mir Sorgen, dass es dem Kind nicht gut geht, wenn ich nicht mehr da bin. Rita ist ja auch noch da. 我知道，他挂了家嘛，这里不能来帮我们呀，对吧啦？Rita只有2个手啊，对吧？都在家里有我们 Rita 好放进在这里。 Jenny meint, wenn du für die Kinder schaust, dann kannst du wieder nicht für uns helfen. Ah ja. Das ist so. Was ist so? Aber ich glaube, das sind wir auf gutem Weg. Dass wir 一个在这里嘛，就是。 可是我们现在是有多员工，要吃这个吗？ sind auf gutem Weg mit Mitarbeitern. Ja, schon. Wenn man多了产品，没有人做了。 Mich braucht es gar nicht mehr. 对，虾肉都一样的，这个盘子都是虾肉。 Es ist die nächsten 3 Monate. Sie geht 3 Monate heim, kommt wieder. Und sie sind ja jetzt auch entlastet. Sie sind dann auch zum Mittag oder zum Abend daheim. Entweder die Aya oder der Markus. Lange Zeit zum Grübeln haben sie nicht. Am Abend läuft das Restaurant mittlerweile gut. Die Leute kommen zu essen, was Alkohol trinken. Hier ist für euch sehr freut mich, ja. Auch wenn noch nicht alles so perfekt ist, Zum Wohl zusammen. sind sie sich nicht reuig, dass sie das Projekt zusammengestemmt haben. Ich denke, da ist ein ganz schönes Jahr. Ja, wir sind schon glücklich in der SRF. Alles mit dem Video gemacht, vom Umbau bis jetzt. Ich habe nicht immer gleich gedacht und manchmal gefunden, ja, das ist nur ein Albtraum, aber absolut nein. Ich glaube, es war richtig und wichtig, eigentlich einen neuen Weg einzuschlagen und das so als Familienprojekt so durchzuziehen. Mit Kind und ohne Erfahrung ein Restaurant eröffnen, ist ein Abenteuer. Wenn die ganze Familie dahinter steht, kann das gelingen. Die
Familie Bernales ist unterwegs zum Zentrum von ihrem Hilfsprojekt. Hector. Mael, ponte acá, hijo, ponte acá. Komm zu mir, Papa, sonst drehst du um. Heute haben wir ein Fest. Station Esperanza hat schon 9 Jahre. Und vor 9 Jahren haben wir das Projekt begonnen. Und heute werden wir das Fest haben. Das ist eine große Freude für uns alle. Gut verkehrt? Wir kommen gar nicht richtig rein. Zu der Tür ist der Weg versperrt. Aber wir müssen die Straße No podemos entrar casi. Ja, ich bin gespannt, was das Team hier gemacht hat. Weil wir sind nicht herum, um alles vorzubereiten, das Mal, weil wir in der Schweiz waren. Von dem her haben sie eigentlich alles organisiert und koordiniert. Und bin ich selber gespannt. Ganz so weit scheinen die Vorbereitungen noch nicht zu sein. Muss er gehen. Wir brauchen diesen Platz. Ay, Dios. Todavía. Der Aufenthaltsraum verwandelt sich jetzt von einer Garage in eine Kirche. Jeden Sonntag gibt es hier einen Gottesdienst für die Leute von Estación Esperanza und dem Slum. Auch heute fängt das Fest so an. Schauen wir uns diese 4 Momente an. Ich zeige euch in der Geschichte von Psalm 56, wo er Gott suchte, im Moment der Verzweiflung. Für Miriam Bernales ist der Glaube zu Gott wichtig. Er ist mit der Grund, dass sie mit ihrer Familie hier lebt und nicht in der Schweiz. Der Glaube ist für mich alles, dass er es geschaffen hat, wieso ich da bin, was nachher kommt. Jesus unterwegs sein, zu sagen, was mich freut, was mich herausfordert, wenn ich nicht mehr mag. Wissen, dass er Lösungen hat, wenn ich keine habe. Ja, ohne ihn würde ich das Leben hier definitiv nicht packen. Der Carlos ist mit dem Glauben hier im Slum aufgewachsen. Der hat ihm geholfen, nicht auf die schiefe Bahn zu kommen. Ich sehe es in meinem Leben und auch in die Leute, die wirklich an Gott vertrauen, dass sie wirklich hier in diesem Leben Schwierigkeiten haben, aber trotzdem, wir kämpfen immer und verlieren wir nicht diese Hoffnung, dass wir haben. Und versuchen wir immer, bessere Menschen zu sein für die anderen auch. Er hat den Weg aus der Armut geschafft. Trotz der schwierigen Verhältnisse ist er nicht in Drogen und Kriminalität abgerutscht, wie andere aus dem Slum. Feiern ist ganz wichtig in dieser Kultur. Alles Mögliche wird gefeiert. Und es ist eigentlich auch schön, weil eben das Leben ist für viele nicht immer einfach. Und ein bisschen Feste, Freude, Farbe, denke ich, tut den Menschen gut. Jetzt geht's los. Der Carlos macht noch ein Foto für die Gönner von ihrem Verein.
Ja, langsam sieht man ein bisschen die Dekoration von unserem Fest. Wir haben ein bisschen die Straße geputzt, ein bisschen Wasser auch gekippt, weil es ist Sand. Und jetzt die Farben, ja, sieht langsam ein bisschen lebendig. Es fehlen nur die Leute. Auch alle Nachbarn sind zum Fest eingeladen. Carlos seine Eltern kommen auch vorbei. Die Menschen hier wissen die Arbeit von Carlos und der Miriam zu schätzen. Bienvenidos. Willkommen, du bist uns immer treu. Du kommst immer zu unseren Anlässen. Ich bin euch so dankbar. Ich kann Gott darum beten, dass er euch segnet. Gracias. Danke vielmals. Ich weiss, es kommt aus deinem grossen Herz. Gracias. No, no. Vamos, para que tome asiento. Wo ist die Miriam? Die Miriam ist hier mit dem Baby. Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Y estamos muy contentos, muy felices de poder hoy celebrar los 9 años. Muy bien, damos gracias a todos. Que lo siga cumpliendo hasta el año 10.000. Momentan sind wir hier am richtigen Ort. Wenn wir ein Kind sehen, dann sehen wir das Potenzial von diesem Kind, oder? Er kann in der Zukunft ein Kriminal sein oder ein guter Mensch. Wie kann er das wählen, wenn er die Möglichkeit hat und gute Leute herum, kann vielleicht die Zukunft von diesem Kind besser sein. Zu einem Fest sieht man das schon ein bisschen, dass da Hoffnung weitergegeben werden, Farbe, Freude und ja, da wollen wir weiter einfach wirklich Leute, Perspektiven, neue, mögliche Horizonte weiter begleiten, Hoffnung weitergeben. Queremos ver a Jesucristo como Rey.